und herzlich willkommen hier auf Storyflow beim nächsten Mini-Adventure. Das Mini kannst du das wahrscheinlich gerade rausstreichen. Uns erwartet das nämlich ein richtiges Abenteuer, inklusive Übernachtung auf 2000 Meter oben. Let's go! There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. Das dritte Ausflugsziel dieses Jahr liegt wie schon die letzten zwei mitten in einem Schweizer Naturpark. Und zwar im grössten Naturpark der Schweiz. Im Bündner Park Ela. Ja, weil das ein Naturpark ist, haben wir den Dodo jetzt auch unten im Tal stehen und uns dafür unsere Schneeschuhe montiert. Und ich glaube, die braucht es auch. Trotz dem warmen Wetter ist immer noch recht viel Schnee und ich glaube, mit denen können wir da viel besser den Berg rauf. Unser Ziel für heute ist das Berghaus Piz Plata auf der Alp Flix. Im Sommer fährt ab dem Dorf Sur noch ein kleines Büsschen auf die Alp. Im Winter kommt man hier aber nur mit den Schneeschuhen oder im Schneeturf rauf. Der erste Teil der Wanderung führt zuerst noch durch einen dichten Lärchenwald, bevor man dann nach gut 300 Höhenmetern auf dem Hochplateau oben ankommt. Das ist echt ein Viertel blutige Wahnsinn! Schaut euch mal das wunderschöne Bergpanorama an! So schön! Die Aussicht hier oben ist echt ein Hammer. Das Panorama, einfach 360 Grad, das haut einfach schon um. Mega schön. Und wir sind etwa die einzigen hier, die Leute, die wir bis jetzt gesehen haben, kannst du einer Hand abzählen. Also wirklich, ja, top. Dass sich hier oben auf knapp über 1900 Meter der Wald so lichtet und der Blick auf die umliegenden 3000er freigibt, ist aber nicht etwa der Natur geschuldet. Die Baumgrenze liegt nämlich erst noch ein bisschen weiter oben. Früher ist der Wald noch ein ziemliches Stück weiter gegangen, bevor im 14. Jahrhundert die Walser gekommen sind und die ganze Alp gerodet und besiedelt haben. Auch heute wird die Alp wieder ganzjährig bewohnt und bewirtschaftet. Walser trifft man zwar keine mehr an, dafür aber noch eine viel exotischere Volksgruppe. Ja, ich und meinem sind gerade mitten in der Mongolei gelandet. Da oben stehen einfach ein paar Jurten, mega cool. Ursprünglich war unser Plan, einer von denen hier zu übernachten. Aber sie haben wahrscheinlich Corona-bedingt den Winter zumachen. Vorher hat es ein Schild, das steht, machen erst im Mai wieder auf. Ja, no, ich glaube, unsere Unterkunft für die Nacht, die ist auch nicht schlecht. Von der Jurtensiedlung beim Weiler Chalucas ist es nur noch etwa 1 Kilometer bis zu unserem Berghaus Piz Plata. Benannt nach einem 3392 Meter hohen Berg hat das Berghaus eine belebte Geschichte hinter sich. Vor über 100 Jahren erbaut, hat man hier schon ganz am Anfang probiert, ein Wintersportzentrum inklusive Seilbahn zu errichten. In den 80er Jahren hat sich die Langlauflegende der Andi Grünenfelder hier auf die Olympischen Spiele in Calgary vorbereitet und sich im Höhentraining auf der Alp Flix den letzten Schnuff für seine legendäre Bronzemedaille geholt. Seit dem letzten Sommer wird das Berghotel von neuen Eigentümern bewirtet. Was bleibt, ist, dass man hier auch weiterhin Ruhe und Kraft von der Natur vorfindet und man einfach richtig vom Alltag bei uns im Unterland abschalten kann. Wow! Ich kann euch nicht vorstellen, wie herrlich ruhig das hier oben ist.
Wir zahlen für das Doppelzimmer 180 Franken pro Person. Dort inbegriffen ist aber noch ein reichhaltiges Morgenbuffet und am Abend ein exklusiv für uns zubereitetes Viergang-Menü aus regionalen und lokalen Produkten. Auf Wunsch natürlich auch vegetarisch. Guten Morgen. Wir haben eine super Nacht hinter uns, aber auch kein Wunder, nachdem wir so fein gegessen haben und gestern so aktiv waren im Schnee. Da kann man ja fast noch gut schlafen. Wir sind jetzt auf jeden Fall ready für den zweiten Tag, weil unser Abenteuer hier auf der Alp Flix ist noch nicht ganz fertig. Wir haben uns jetzt 2 Schlitten ausgelehnt vom Berghaus und mit denen schlitteln wir jetzt zurück ins Tal zum Dodo. Mega cool. Ja, das war so cool. Voll. Ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal auf einer Schlitten war, aber man fühlt sich auch gerade 10, 15 Jahre jünger. Ah, so cool. Ja, jetzt sind wir zurück im Dorf, in Sur. So schnell kann es gehen. Aber es war ein super Abschluss von unserem Ausflug auf die Alp Flix. Mir hat es mega gefallen. Voll. Wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Vergesst uns nicht zu abonnieren. Wir machen noch ganz viele so Ausflugstipps. Ich sage, vergessen nicht. Geht raus. Und schreibt eure eigene Geschichte. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Zusammen. Oh nein, ich habe nicht gefilmt. Ohne Scheiß. Jetzt musst du dich noch mal abziehen. Nein, ich habe nicht mehr Witz. Wirklich? Ja. Hast du gefilmt? Ja.